Und dann, wenn man sagt, ich bin Koch, ja, dann gibt's natürlich Schweinshaxen und Schweinsbraten und Weißwurst und weißblaue Tischdecken und vielleicht noch eine Brezel und so weiter. Aber wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir eine feinere Art irgendwie publiker machen können. Und das ist einfach unser Antrieb. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem ihr das opulente Schlafgemach und den magischen Spiegel sehen könnt, die zur Märchenwelt gehören, in die Chantal und ihre Freundin Senep ungewollt katapultiert werden. Und dieser Ort ist die Bavaria Filmstadt. Denn dort steht die Kulisse aus Chantal im Märchenland. Da könnt ihr euch verzaubern lassen und spannende Details erfahren über den Kinofilm von Bora Datekin und Lena Schönmann. Und den Link zur Filmstadt findet ihr in den Shownotes. Ich hock in Bayerisch-Schwaben. Nee, das klingt so unspektakulär. Ich hock im Wittelsbacher Land. Klingt viel besser. In Rohrbach im Gasthof zum Stern und mir gegenüber sitzt Stefan Fuß, der ist der Küchenchef. Ja, hallo Stefan. Hallo, grüß euch. Wenn man man fährt in so ein kleines Dorf, hier gibt's keinen Handyempfang, großartig. Man sieht einen Gasthof, man kommt rein und erwartet so eine bestimmte Art Wirtschaft, die hier nicht ist. Das sieht eigentlich aus, als wäre ich in einer Stadt. Was ist das für ein Gasthof, den du hier führst? Wir nennen es modern und bayerisch. Prinzipiell gibt's ja immer diesen Slogan vom Edmund Stoiber, Laptop und Lederhose. Kein Handyempfang. Wäre immer noch ganz geil. Ja, wir haben hier WLAN, das ist kein Thema. Aber prinzipiell sehen wir uns einfach verwurzelt, bodenständig. Ich bin hier aufgewachsen als kleiner Wirtshausbub und habe mich natürlich weitergebildet überall auf der ganzen Welt und habe aber immer genau gewusst, dass wir das hier einfach weitermachen. Das trägt mir doch ein bisschen in sich und wir haben das einfach sukzessive über die Jahre sehr behutsam mit viel Bedacht und Gefühl einfach modernisiert. Wie viele Generationen bist du? Die dritte unter dem laufenden Namen Fuß. Also mein Opa wurde hier angenommen von seinem Onkel, die waren kinderlos. Aha. Und der hat es an meinen Vater weiter übergeben und mein Vater an mich. Also eigentlich die dritte Generation. Du sagtest, du hast dich weitergebildet überall auf der Welt. Das heißt, dieser Fluchtreflex, den man so hat, wenn man jung ist und auf dem Dorf groß geworden ist, den hast du gehabt, aber bist der Branche dabei treu geblieben? Ja, ich habe immer gewusst, dass ich Koch werde und habe eine Lehre gemacht in Friedberg, gleich in der nächsten Stadt, in so einem kleinen Gourmet-Restaurant und habe dann verschiedene Sachen gemacht. Bekannteste ist das Tantris in München und das Le Clum in der Nähe von Manchester in England. Also wenn ich jetzt zum Tantris gehe und sage, ich würde bei euch gerne eine Kochlehre machen, dann sagen die, ja, hau ab, Blödmann. Wie hast du es geschafft, da reinzukommen? Jetzt ist es so, dass jeder irgendwie so Leute sucht. Damals gab es halt noch die Kontakte dazu. Okay. Einfach ein Lehrkollege vor mir war dort sehr lange und hat 6 Jahre von Hans Haas die Kochschule geleitet und der hat mich da mit untergebracht. Hast du dir direkt, als du losgezogen bist, also Schule beendet und bist aus dem Elternhaus raus, hast du dir von Anfang an gedacht, dass du was anderes aus dem Wirtshaus machen willst, was es vorher war? Obwohl, was war es vorher überhaupt? Also ganz vorher war es natürlich einfach wirklich ein Dorfgasthaus mit Wiener und hauptsächlich Bier, also einfach so eine Kneipe halt oder einfach Wirtshaus, wo die Männer früher zum Bier gingen. Ja. Meine Eltern haben es 94 schon wirklich zum Speiselokal umgearbeitet, aber halt ein ländliches. Also Schweinsbratenlokal so. Genau, ja. Große Knödel, einfach große Portionen für möglichst preiswerten Untergrund. Hat man halt das hier so gemacht und hat wirklich sehr viele Jahre gearbeitet. Das sind wir aber auch immer treu geblieben. Preis-Leistung ist hier immer wirklich ein wichtiger Punkt. Wir machen auch diesen Schweinebraten, nur den es immer schon gegeben hat, in der Form auch weiter. Jetzt haben wir halt einfach das perfektioniert, indem wir ja halt auf die Rasse von dem Schwein eingehen konnten, auch diesen Garvorgang permanent hinterfragen, perfektionieren und einfach die Sachen, die es immer schon gab, noch möglichst purer und authentischer eigentlich noch hinbringt und gleichzeitig einfach neue Wege schafft, neue Nischen sucht, neue Erlebnisse schafft und somit haben wir einfach diesen Übergang sehr gut hingebracht. Wir haben alte Gäste nicht verstoßen und haben einfach wahnsinnig viele neue dazu bekommen und auch eine sehr junge Generation. Aber wie war das, als du losgezogen bist? Also hast du dir von Anfang gesagt, so, ich mache jetzt hier, ich mache aus dem Goldenen Stern, ja, das ist Fine Dining hier, ne? Ja, sagen wir mal. Also damals hat es wahrscheinlich noch nicht so geheißen. Ja. Auf jeden Fall nicht. Dass das so fruchtet, dass sich die Gastronomie auch hinsichtlich so bewegt, ist uns einfach zugute gekommen.
Damals gab es einfach nur bodenständiges Essen oder Gourmet, dass man einfach sagt, man kriegt es so hin, auch in einem Raum. Die erste Idee war natürlich, dass wir sagen, okay, wir bauen eine neue Küche, wir bauen ein kleines Restaurant dazu, wo wir was anderes servieren. Das haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir einfach gespannt haben, dass diesen Weg, wo wir sagen, wir geben einfach einen Schnitzel und einen Schweinebraten einfach die gleiche Wertschöpfung wie eine Garnele und einem Rehrücken, wäre das einfach konträr gewesen zu unserer Haltung. Darum haben wir gesagt, okay, wir brauchen die Küche, das war dieser Anbau drüben und haben eben einen neuen Raum geschaffen, dass wir halt so viel Personenkapazitäten bekommen, dass sich das auch wirtschaftlich trägt, aber dass wir einfach nur ein schönes fundiertes à la carte kochen können, hat sich das in der Richtung gut entwickelt. Wer ist wir, wenn du wir sagst? Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, so, wir machen das jetzt mal anders hier? Mein Vater ist relativ offen, dem ist das eigentlich relativ egal. Meine Mutter ist natürlich mit sehr viel Herzblut immer dabei gewesen und da sind natürlich die größten Schlachten schon geschlagen, sagen wir es mal so. Einen Generationskonflikt gibt es natürlich immer in der Gastronomie, wo natürlich die Emotionen dazu kommen und einfach auch natürlich mal ein Misserfolg oder Erfolge, die falsch verbucht werden, sagen wir es mal so, ist natürlich immer ein bisschen Zündstoff für Konflikte, aber wir haben das hier eigentlich schon sehr gut hingebracht. Wie viele Leute arbeiten denn hier? Weil du sagst, wir sind hier eine ganze Menge. Ja, rund 20. Was für ein Wirtshaus ist das ein bisschen viel, oder? Ja, wir betreiben einen Catering-Betrieb und haben oben die Straße hoch noch ein Eventloft. Das haben wir jetzt ganz neu seit 1,5 Jahren, wo wir halt speziell für Veranstaltungen 80 bis 100 Personen einen Rahmen haben mit einer offenen Küche und moderner Terrasse und einfach um viele Hochzeiten, Geburtstage, Tagungen oder einfach verschiedene Anlässe bewirten zu können. Ich bin genau in der Mittagspause hier und ich habe gerade das fürchterliche Gefühl, dass ich ganz schlimm was verpassen würde. Kann ich mal die Karte sehen? Also was verpasse ich gerade? Generell essenstechnisch oder jetzt genau in der Zeit? Ich wusste gar nicht, dass es da auch noch einen Unterschied gibt. Womit fangen wir essenstechnisch an? Ja, essenstechnisch versuchen wir uns halt wirklich auf so ein bisschen halt noch so ein Dorfgasthof zu bleiben, wo man halt einfach mal hingehen kann. Speziell mittags, wir trennen einfach Mittag und abends ein bisschen. Okay. Also, mittags nennen wir das einfach wirklich so wirtshaustechnisch, wird auch einfach mit Papierservietten und einfach eingedeckt. Ach, das ist jetzt schon für den Abend eingedeckt mit Stoffservietten genau. und Weingläsern. Ja. Und das wird auch so kommuniziert, das wird auch auf den Medien so dargestellt, dass es einfach Mittag eigentlich so das Wirtshaus ist und am Abend ist eher so Casual Fine Dining, wo man dann auch sagt, okay, man kann dann ein schönes Menü essen. Das gibt's mittags auch, aber es wird halt am Abend mehr konsumiert. Und mittags ist natürlich einfach die Bestellung Braten, ein Schnitzel, ganz querbeet. Es wird auch einfach die Leute ein bisschen zusammenkocht. Die Verweildauer ist meistens ein bisschen kürzer. Aha. Also wie man es eigentlich aus dem Wirtshaus kennt. Ja. Und am Abend ist natürlich eigentlich eine Belegung gedacht und natürlich haben wir unsere Speisekarte eben auch so aufgeteilt, wo man dann, wir nennen das Neo-Gasthaus, das ist die rechte Seite, wo man sich einfach aus Vorspeise, Hauptgang, Dessert ein ganz unkompliziertes, tolles Dreigangmenü zusammenstellen kann. Oder wir haben eben auch eine Heimkostlinie. Das ist so unser Fantasienamen dafür, für unsere Gourmet-Geschichte. Es gibt immer dann auch ein handfestes Viergangmenü mit ein bisschen Amüsgöls und Brot, Butter selbst gebacken und ein bisschen süße Sachen hinten nach. Es sind dann eigentlich 8 kleine Sachen. Dann kann man das einfach ein bisschen opulenter ausleben. Mist. Ja, ich meine, du kannst ja mal wieder kommen. Also. Ja, das werde ich wohl müssen. Du sagst eine Belegung, das heißt, du verkaufst jeden Abend jeden Platz nur einmal. Normalerweise ja, weil die Leute doch am Abend einfach, zum einen ist so, dass der Vorlauf oft ein halbes Jahr ist für einen Abendtisch. Also ich könnte also heute Abend gar nicht bei dir essen, wenn ich wollte. Also nur wenn dann durch eine Stornierung, was natürlich auch vorkommt durch die lange Vorlaufzeit, aber prinzipiell ein halbes Jahr braucht man am Abend schon einen Vorlauf für einen Tisch. Und natürlich wollen die meisten Leute am Abend dann auch ein bisschen mehr essen als nur ein Schnitzel und wieder weg. Deswegen ist es einfach für uns auch nicht so ein Doppelseating, würde jetzt auch uns ein bisschen widerstreben. Es gibt einfach Tische, die kommen um 20 Uhr, die werden dann manchmal vorher noch belegt, aber prinzipiell einmal voll ist eigentlich schon ausreichend.
Wenn du Hunger hast, dann müsst du auf jeden Fall schon ein bisschen früher gekommen sein. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, einen frisch gebratenen Schweinebraten, ein schönes Schnitzel oder einfach ein gutes Steak. Und am Abend zeige ich der Menükarte auf jeden Fall auch gleich noch. Das wäre natürlich auch ganz schön mal. Das fände ich jetzt wirklich mal spannend, wie das Menü aussieht, weil ich hätte hier draußen, wie man so schön sagt, viel erwartet, aber jetzt nicht Fine Dining. Also eins weiter. Okay, ja. Genau. Das ist die Geschichte, was ich dir erzählt habe, was wir als Menü Heimkostmenü, okay. Snacks, rote Beete, Birne. Das ist ja was ihr Fine Dining Leute so macht. Ihr schreibt einfach nur die einzelnen Zutaten dahin und man darf sich dann überraschen lassen, was am Ende auf dem Teller ist, ne? Ja, zum einen sind es natürlich einige Komponenten manchmal, die alle auszuschreiben, wie sie zubereitet sind, ist natürlich oft ein bisschen viel Input. Auf der anderen Seite lässt es halt ein bisschen Überraschungsfreiraum, also ein bisschen Fantasie ist natürlich auch ganz schön. Und wenn man sich was vorstellt und es kommt dann nicht gar so, wie man sich's gedacht hat, vielleicht sogar manchmal ein bisschen besser, soll natürlich nicht enttäuschen, aber wenn es drum kann man halt manchmal die einzelnen Bestandteile zusammensetzen und das liest sich natürlich dann oft ein bisschen in der Fantasie ganz schön. Gyoza, Miso-Gurke, hast du Kimchi, hast du so einen Asiendrall? Es ist natürlich so, dass wir uns jetzt nicht in so eine Trendlinie reinbegeben wollen, aber wir kriegen natürlich schon mit, was auf der Welt passiert. Also natürlich hat man irgendwann mal ein tolles Olivenöl gefunden, das importieren wir dann aus Sizilien, gleiches für ein Kürbiskernöl und die Einflüsse jetzt, die letzten Jahre sind natürlich irgendwo japanisch und ist halt auch eine sehr reine Küche. Es ist ja auch bei uns eher wieder ein bisschen puristischer alles geworden die letzten Jahre und das passt natürlich auch zu unseren bayerischen Produkten dazu. Aber wir haben jetzt hier, machen die Sachen teilweise selber, setzen selber an, fermentieren selber oder importieren das halt dann aus Misopaste, gute Sojasoßen kommen zum Beispiel aus Berlin oder aus dem Schwarzwald, je nachdem. Also wir versuchen halt dann die Sachen authentisch zum Kriegen, aber möglichst natürlich sehr nah und aus unserer Heimat. Was ist ein Wellnessschwein? Wellnessschwein ist so eben unsere Schweinezucht, die wir zusammen mit den Bauern und mit dem Metzger die letzten Jahre ins Leben gerufen haben. Das hat sich über die Jahre mit den Medien mal so ergeben, weil er einfach einen schönen Stall gebaut hat, mit viel Frischluft, mit was zum Spielen, mit Stroh natürlich und so weiter. Und da ist ein Reporter mit draufgekommen, dass das ja eigentlich wie ein Wellnesshotel ist für Schweine. Okay. Und dadurch ist dieser Name entstanden, Wellnessschwein. Weil die Schweine einfach, wir nehmen mittlerweile ein bisschen Einfluss auf die Rasse, also es ist hauptsächlich Duroc und wird halt so gefüttert, wie wir das mit dem Bauern halt für gut befinden und da können wir halt dann einfach auf die Grundqualität einwirken. Du hast sozusagen deine eigene Schweinezucht? Nicht eine eigene Schweinezucht, aber durch das, dass wir einfach treu einkaufen bei den gleichen Metzgern, bei den gleichen Bauern, haben wir halt über die Jahre zumindest so ein, sagen wir mal, Mitspracherecht einfach oder ein bisschen Einfluss drauf, wie sich da entwickeln kann. Und dadurch können wir halt einfach heimische Produkte natürlich noch ein bisschen verbessern. Es ist ja nicht automatisch alles gut, was hier aus der Gegend kommt oder das kommt vom Nachbarn, deswegen ist automatisch qualitativ ja nicht unbedingt immer gut. Und wo es halt Potenzial gibt und wo man mit Leuten halt zusammenarbeiten kann, die gleich denken wie ich, kann man halt manche Sachen einfach verbessern und effizieren oder in der Wurzel packen. Oder beim Rind haben wir das Gleiche, dieses Steber-Beef, wo überall steht, das ist zum Beispiel eben der Josef Steber, der kommt hier 7 Kilometer weiter. Ja. Und der Metzger ist der Alex Reich, das ist nochmal 1 Kilometer, es ist ein ganz enger Kreis und da haben wir einfach mal die letzten Jahre geschaut, welche Rassen sind bei uns gut, welche Fütterung ist bei uns gut und dann nehmen wir halt eine Fersenzucht und haben immer wieder Feedback geben, welche Rassen halt besser sind, dann weiß er genau, wie sich was verhält und da kaufen wir halt ganze Rinderrücken, ganze Lenden, ganze Hochrippen, das Filet 4 Wochen trocken gereift und haben dadurch einfach schon mal nicht mal ein tolles Steak, sondern einfach eine super Grundqualität. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen jetzt nicht mal eine Aktion machen mit irgendwas Schönem, sondern alles, was wir hier verarbeiten, sollte einfach sehr gut sein und wirklich voll nachvollziehbar und nachhaltig. Schaffst du es dann trotzdem noch für vielleicht mal eine Aktion eine noch bessere Qualität irgendwo herzuholen oder sagst du dann auch, nee komm, jetzt ist auch mal gut? Ja, das ist manchmal so ein Ding, wo man sich halt überlegt, wo man halt ein bisschen geködert wird, wenn es mal was Neues gibt. Natürlich will man ja auch Leuten, die sehr oft kommen, auch mal wieder was anderes bieten, aber da kommen die Leute auf uns natürlich zu, wenn jetzt irgendjemand mal ein Bentheimer Schwein hat oder ein Schwäbisch-Hellisches oder hier eine eigene bayerische Zucht. Es wird ja auch viel, es tut sich ja viel. Landwirtschaft ist natürlich ein schwieriger Sektor geworden, gerade hier in Bayern, aber es ist einfach
so, dass es genügend gibt und die kommen jetzt mittlerweile auf mich zu. Also die brauchen dann oft schon gar nicht mehr suchen, sondern die bringen das hierher. Wie findest du die Leute? Fährst du den ganzen Tag in der Gegend und die kommen? Okay. Früher haben wir natürlich immer danach geschaut und Kontakte geknüpft und ehrlich gesagt haben wir dafür aber jetzt auch fast gar keine Zeit mehr. Es ist einfach so viel andere Sachen zum tun, aber da ist halt gut, wenn die Leute auf uns zukommen. Das haben wir halt, haben was Gutes, bringen das, wir probieren das und dann haben wir halt einfach mal eine neue Aktion. Eine neue Aktion heißt, wir machen eine Empfehlung. Also aktuelles Beispiel, es gibt einen Wagyu-Züchter bei uns hier auch im Wittelsbacher Land in Innenhofen. Der hat sich das selber aufgebaut. Das ist das Rind, das man eigentlich so mit Japan verbindet, ne? Also genau, das ist gestreichelte, mit Mozart bedampfte. Ja, wenn ich war schon in Japan und habe mir das angeschaut. Ja. Echt? Ist das wirklich so? Nee, natürlich nicht. Also das ist halt so ein romantischer Beigeschmack wie vielleicht beim Wellness-Schwein, aber es ist nicht so, dass die den ganzen Tag da so betreut werden. Okay. Es ist halt einfach eine andere Rasse. Dadurch baut sich das Fett anders ab. Die verstehen das natürlich mit der Fütterung noch dazu. Und dadurch kriegt man halt diese unnatürliche, abartige Fettmarmorierung. Das muss man schon sagen, das ist ja auch auf eine Art Gendefekt nachvollziehbar. Und das ist ein Gendefekt? Ja, wird immer gemunkelt. Aber in Japan ist es die Standardware. In Japan gibt es jetzt auch nicht nur, das ist dieses Rind, sondern es gibt einfach nur Wagyu. Und bei uns ist gut, halt, ne? Ja, bei uns ist halt so, dass einige das halt ein bisschen nachzüchten, die halt heimische Rassen dann wieder mit dem Samen von dort wieder beimpfen und dadurch gibt's halt ja so in die Richtung Wagyu gehendes Fleisch, sage ich mal, es gibt ja verschiedene Prozentanteile, wie die Kreuzungen sind, aber er bringt es halt sehr gut hin, es ist nicht so marmoriert, wie es in Japan ist, wollen wir ja auch gar nicht, aber es kriegt halt diesen Beigeschmack und diese tolle Grundmarmorierung. Warum willst du die japanische Marmorierung? Also warum willst du die bayerische Marmorierung? Ja, weil wir hier in Bayern sind. Also ich war schon in Japan und wir haben dann auch ganz tolle Sushi gegessen und eben auch Wagyu und waren bei diesem Osaki, der sehr bekannt ist und haben dort wirklich das Fleisch geholt, auch über das Ministerium damals mit einer Aktion in Tokio und war auch sehr interessant, aber ich habe auch gesehen, die Japaner sind einfach wahnsinnig stolz auf ihr Handwerk, auf ihre Zutaten, auf ihr Restaurant, auch wenn es ganz kleine Restaurants sind, weil da unten auf der Platz sehr wenig war. Oft haben bloß 6, 7 Leute Platz und der Mann, der das macht, ist einfach 80. Also es ist bei uns undenkbar. Weil bei uns hat ja jeder irgendwie 5 Läden und 300 Plätze und ist ganz anders gedacht. Und das war für mich schon einfach ja, inspirierend, einfach zu sagen, dass die Leute einfach so stolz auf ihre Sache sind, auf ihr Handwerk, auf ihr Restaurant und das auch oft im Kleinen. Und keiner von denen würde eine bayerische Bratwurst da unten im Restaurant servieren. Also warum sollten wir dann ein japanisches Fleisch bei uns im Restaurant servieren? Also das ist für mich, dass man mal irgendwo eine gute Sojasauce kauft, ist natürlich klar, aber drum habe ich halt einfach gesagt, okay, wir sind hier in Bayern, wir verkaufen einfach unsere Zutaten. Wenn hier Leute kommen aus aller Welt, sollen die auch schmecken, was es hier gibt und nicht das von dort und das von da und das von hier. Wie schmeckt denn das, was es von hier gibt? Kannst du diesen, also ist der bayerische Geschmack, ist der beschreibbar? Ja gut, durch das, dass wir den natürlich weltweit inspiriert immer ein bisschen verfeinern, lässt sich natürlich der typische bayerische Geschmack. Ja gut, der Leberkas. Das ist halt oft immer ein bisschen schade. Wir haben ja viel fürs Ministerium im Ausland früher gearbeitet, waren auch wirklich schon überall, also Tokio, Moskau, Vatikan, als goldener Stern auch. Nee, als Privatkoch damals oder als Koch für das Landwirtschaftsministerium. Ach so, okay. Und da gab es relativ viele verschiedene Veranstaltungen, eben weltweit, oft 4-5 Mal im Jahr. Und da haben wir natürlich sehr viel kennengelernt. Und oft, wenn du im Ausland bist, kennen die Leute natürlich das Oktoberfest, FC Bayern. Und dann, wenn man sagt, ich bin Kocher, ja, dann gibt's natürlich Schweinshaxen und Schweinsbraten und Weißwurst und weißblaue Tischdecken und vielleicht noch eine Brezel und so weiter. Aber wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir eine feinere Art irgendwie publiker machen können. Und das ist einfach unser Antrieb, ein bisschen zu sagen, okay, wir wollen schon einfach wissen, wie ein gescheiter Schweinsbraten geht, aber wir machen dann einfach auch aus Schwein was Feineres. Also aktuell zum Beispiel bei der à la carte Karte diese Schweinebäckchen ist mit Sicherheit somit das beste Beispiel. Schweinebäckchen habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gegessen. Also vom Rind kenne ich es, aber... Genau, Schwein hast du wieder was verpasst auf jeden Fall.
Und das ist wirklich ein super edles Teil, wird in der Surlake mit Nitritpökelsalz ein bisschen eingelegt, dadurch wird das schön rosa von der Farbe her, von der Haptik her und kriegt noch ein bisschen so ein herzhafteres Umami-Aroma, wird dann sous vide gegart, also schonend gegart, über 10 Stunden. Und dann nehmen wir diesen Fond, reduzieren den wieder behutsam, aromatisieren den mit verschiedenen Sachen, je nachdem, und glasieren die Backen damit und servieren das dann eben mit so einem hausgemachten Kimchi, mit heimischem Kraut natürlich und mit passenden Beilagen. Und so kann man natürlich sagen... Das ist im Grunde ein Schweinsbraten mit Kraut. Ja, man kann sagen, es ist ein Surbraten. Ja. Wie man halt kennt, mit theoretisch Kartoffelpüree und Kraut, aber es gibt halt hier dann eben mit hausgemachten bayerischen Kimchi und mit einer Bratkartoffelcreme oder einer Kartoffelmeerrettichcreme oder irgendwie so in der Richtung. Und somit hat man einfach diese bayerischen Aromen wie jetzt, wir machen es halt oft schon fest an frisch geriebenem Meerrettich, am Schnittlauch, Öl, also einfach so diese typischen bayerischen Zutaten, wo man einfach auch damit identifiziert. Auch Brot ist ein Thema, also Schwarzbrot, Rinde oder Brotgewürz und so Sachen. Daran machen wir uns halt ein bisschen fest und das ist auch unser bayerischer Geschmack, unsere bayerische DNA. Ohne, dass es zu klischeehaft ist. Naja, es ist doch gar nicht eigentlich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie klischeehaft ist. Weil, also zumindest sollte ein Krautsalat mit Kümmel, das ist klischeehaft. Ja. Also, was ja auch was Gutes ist. Ich will es gar nicht, ne? Habe ich neulich erst gegessen und gedacht, ach, ja eben. Also, aber das ist ja schon komplett anders. Setzt dich das auch unter Druck, es immer wieder anders zu machen und trotzdem in der Tradition zu bleiben? Also ist da irgendwann mal der Zug abgefahren oder hast du noch ein Notizbuch mit 150 Ideen, was du aus dem Schwein sonst noch machen könntest, um es irgendwie als Schweinsbraten gute Frage auf jeden Fall. Also mein Naturell ist schon so Erneuerung und wir müssen was Neues machen. Mich macht es jetzt nicht glücklich, wenn man irgendwas immer macht. Heißt jetzt nicht, dass alles immer neu sein muss, aber so ein gewisses Segment muss sich schon permanent verändern, dass mich das jetzt im Alltag auch zufriedenstellt. Und das kommt man natürlich da jetzt eigentlich relativ zugute. Wir machen das bei uns halt so, dass man halt immer irgendwie schaut, dass man jede Woche irgendein Gericht ändert. Irgendeine Vorspeise, irgendein Hauptgang. Also du wechselst nicht jedes Quartal die Karte, sondern die wandert so vor sich hin. Genau, es gibt Gänge, die laufen relativ lange und es gibt Gänge, die sind mal ganz kurz bloß drauf und das behalten wir uns halt einfach vor. Zum einen, wie wir das selber finden, dann natürlich, wie das Feedback der Gäste ist und natürlich auch die Verfügbarkeit. Es gibt ja einfach ganz tolle Produkte, die gibt's ja wirklich nur eine ganz kurze Zeit und die gibt's ja eine Holunderblüte zum Beispiel, die gibt's ja wirklich nur eine gewisse Zeit und die gibt's ja wirklich auch nicht zum Kaufen. Und das ist halt natürlich auch was Tolles, weil wenn die Omas früher bei uns, wo wir kleine Kinder waren und beim Fußballspielen und dann haben uns dann diese ausgebackenen Holunderblüten nachgetragen, sowas kennt man ja eigentlich kaum mehr. Und wenn man natürlich das sehr fein macht, ein sauberes Öl hat und einen feinen Backteig und den auch sauber würzt und einen guten Weißwein mit drin hat, dann kann man da kann man halt so eine Omaspeise eigentlich auch wirklich ganz salonfähig bei so einem Menü als Petit Four-Ersatz schicken. Ja. Und das ist dann eben bayerisch. Oder es gibt dann auch zum Beispiel danach kein französisches Gebäck, wie man es halt jetzt momentan in jedem Restaurant irgendwie sieht, sondern wir haben hier einen Mohnbauern 3 Ortschaften weiter, der Mohn anbaut und wir machen aus dem Mohn zum Beispiel einen Gugelhupf, einen Miniatur-Gugelhupf. Den könnten wir da vielleicht noch machen manchmal. Gibt es irgendwas, was du nicht hier aus der unmittelbaren Umgebung holst? Klar, Pfeffer kommt aus Madagaskar oder sowas, aber das ist ja trivial. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir nehmen jetzt kein Salz und kein Pfeffer her, aber eine Garnele oder sowas, eine Meeresfrucht wollen wir jetzt natürlich auch nicht ganz wegschneiden. Sowas kaufen wir natürlich über Lieferanten, wo wir halt wirklich Vertrauen haben, dann zu. Wobei, irgendwo in Bayern gibt es auch eine Garnelenzucht. Ja, haben wir auch schon gehabt hier. Das war leider nichts. Es ist aber wirklich so, dass man nicht einfach alles dann hier auch nachproduzieren kann. Also wenn das einfach so langsam wächst und wenn dann das alles beheizt werden muss und so weiter, dann kann man manchmal schon natürlich das auch in Frage stellen, ob es das dann bringt, bloß das von hier ist. Also ist ja eine Grundsatzdiskussion, ob eine Erdbeere jetzt auch vom Treibhaus biologisch geheizt werden sollte und müsste oder ob man es dann einfach dann nicht macht um die Zeit. Aber das ist ja eine tiefgründigere Diskussion. Ja, aber ist doch eigentlich... Ja, aber vielleicht ist genau das die tiefgründigere Diskussion, weil es ist doch eigentlich ein Wert an sich, dass ich die Erdbeere nicht stets und ständig verfügbar habe. Absolut. Also da freue ich mich doch drauf. Dann genau. Das ist
Absolut, aber das Problem ist halt, dass halt im Winter, jetzt sind wir ja gibt's halt keine Erdbeeren. Um eine Zeit, ich meine, da kannst du natürlich Äpfel einmachen und Quitten einmachen und Birnen einmachen, das machen wir auch und Zwetschgen, haben wir ja alles selber, eigene Bäume, eigene Gärten und so, aber irgendwann kaufst du halt doch mal eine Mango und eine Banane und so weiter, weil sonst bist du halt wirklich doch zu eingeschränkt in der ganzen Sache hier. Aber natürlich ist es dann nur, wenn es wirklich notwendig ist. Eigene Gärten? Du hast eigene Gärten? Wir haben hier so oben einen kleinen Kräutergarten, wir haben privat so eine Streuobstwiese und meine Frau, die kommt aus der Landwirtschaft, die haben Vater und Mutter einen Bauernhof gehabt, die haben auch einfach wahnsinnig viele Birnenbäume, alte Apfelsorten, Quittensorten, wo wir dann wieder Saft herstellen und auch Äpfel einlagern und Birnen eben in Gläsern zum Beispiel momentan eingemacht haben, relativ viel. Das gibt's auch bei diesem Burrata zum Beispiel dazu. Burrata, Birne, rote Beete. Genau. Warum bin ich da noch nicht selber drauf gekommen? Ja. Was meinst du, Birnen einzumachen? Birne Burrata. Also das ist ja eine super also Idee. Birne, rote Beete, Burrata ist eine super Kombi. Haben wir jetzt aber auch erst seit heuer. Also wir haben auch ein bisschen gebraucht. Ich bin also nicht ganz doof. Warum? Klar, weil du in der dritten Generation bist, aber ich würde so ein Gasthaus würde ich viel eher in der Stadt erwarten. Wie funktioniert das auf dem Land? Oder ist das gerade einer deiner Tricks, dass du im Grunde so weit draußen bist? Nein, man muss schon mal sagen, wir sind ja einfach ein bisschen so ein Work-in-Progress-Betrieb immer gewesen. Jetzt hat sich es natürlich wirklich etabliert. Wir machen es seit 2012 eigenverantwortlich, also 12 Jahre jetzt. Und die Anfangszeit war natürlich schon sehr schwer und man hat halt einfach auch Neuerungen wirklich sehr, sehr zaghaft machen können, weil einfach die finanziellen Mittel damals gar nicht da waren. Also hast einfach schon mal wirklich nur das verkaufen können, wo dann auch Geld bringt und wirklich schauen müssen, was macht der Markt und die Leute, die ja schon da waren, was wollen die und wie können die uns trotzdem weiterentwickeln. 20% teurer machen oder sowas. Auch, ja, und vor allem diese nachhaltige Einkaufsphilosophie kostet schon Geld. Also wenn wir hier einfach diese Hühner kaufen von der Frau Wohlmuth aus Bayerberg, wie viel Kilometer entfernt ist das? 10, 12 Kilometer, okay. Aber die macht halt für uns die Hühner und jede Woche gleich viel und wir müssen mit dem auch auskommen. Also das lässt sich jetzt auch nicht einfach so bestellen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir brauchen diese Woche 10 Kilo und nächste Woche brauchen wir mal nichts und so weiter. Also wir müssen schauen, wie wir die Brüste, die Schenkel, wie wir alles gut verwertet kriegen, hier mit Empfehlungen und so weiter. Und die wachsen für uns und die müssen wir dann auch so gesehen abnehmen. Gleichermaßen sind wir halt privilegiert, dass wir die halt auch bekommen. Also und nur ihr, also das heißt, die macht die hat schon ein paar mehr. Okay. Aber gastronomisch hat es jetzt glaube ich nicht so viele, aber nur wenn man sowas mal sieht, so eine Kilo gute Hähnchenbrust kostet rund 20 €. Ja. Im Großhandel gibt es das auch für 8 oder so. Also das ist natürlich schon ein Sprung, den müssen die Leute natürlich auch mitgehen. Und es ist auch wichtig, dass man da sehr ehrlich ist. Wir gehen natürlich sehr transparent um, weil die Leute können schauen, wo das her ist. Die sind auch bekannt, unsere Lieferanten. Aber wir können ja jetzt so nicht einfach die runterhandeln. Die haben ihre Kosten und wir müssen auch schauen, dass wir sorgfältig damit umgehen und dass wir es aber wieder so weiterbringen können, dass es für die Leute auch einfach nur leistbar ist. Womit hast du vor 12 Jahren dann angefangen? Also an irgendeiner Schraube musst du ja gedreht haben. Du musst ja gesagt, okay, Freunde, der Schweinsbraten, der wird jetzt teurer. Bitte macht mit. Wir haben geschaut, dass die Standardgerichte möglichst das halten können, die einfach geht und das, was wir dann neu dazu eingeflochten haben, dass wir dann da einfach ein bisschen danach legen mussten natürlich auch. Am Anfang hat man ja dann im Endeffekt 7 Tage rund um die Uhr fast gearbeitet, also man hat ja dann nichts anderes gemacht und man hat dann auch kein Geld nicht ausgegeben, also so waren ja die Anfangsjahre eigentlich und jetzt über die Zeit haben wir natürlich das alles ein bisschen umgelegt, jetzt haben wir natürlich mehr Mitarbeiter, aber jetzt wird halt das Rad ein bisschen größer. Aber dadurch entstehen natürlich auch mehr Kosten, also da kommt natürlich schon ein gewisser Druck irgendwann. Dass wir halt natürlich einfach, wenn du einen Laden voll hast, brauchst du natürlich Personal, aber wenn Personal da ist, brauchst du einen vollen Laden. Also das ist halt so ein Aber so eine halbes Jahr Vorbestellung, dir geht's aber gut, oder? Ja, natürlich, uns geht's gut, aber natürlich muss man einfach schauen, dass es so bleibt. Man weiß ja auch nicht, politisch weiß ich nicht, was sich da sonst schon so alles tut. Weltweit weiß ich auch nicht. Also, aber wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir machen. Für uns ist halt schön, dass
dass es so gefragt ist und die Art, wie wir es betreiben, fällt uns halt sehr leicht, weil wir sind halt einfach so. Also wir haben jetzt nicht ein Konzept, wo man sagt, hoffentlich greift es noch, sondern unser Konzept gab es schon immer und wird es in 20 Jahren auch noch geben und das verändert sich aber natürlich immer mit der Zeit. Wie viele Plätze habt ihr? Wir schicken eigentlich rund 90 Kuverts jeden Tag, Mittag und abends. Also wir haben nominell vielleicht 100 Plätze, aber jeder Tisch ist ja nicht genauso gebucht, wie er immer sein sollte. Wir haben normalerweise oben um die 80 und haben eine Vinothek unten nochmal mit 10 bis 12. Die zeige ich dir danach noch. Das ist ein spezielles, also zum einen kann man sich unten, wir haben keine Weinkarte, man kann sich unten seinen Wein aussuchen, wie man es halt von zu Hause kennt. Ja, aber da muss man sich auch auskennen. Also das, ja, man kann ja schon mal Etiketten lesen. Einige sind ja ganz gut erfahren. Man hat oft einen am Tisch, der ein bisschen was weiß. Ja, stimmt. Und wenn nicht, probiert man halt einfach was. Wir haben nichts Schlechtes da. Ja. Habt ihr noch alles offen zum Probieren? Das nicht. Das ist schade. Aber das ist schon mal das eine. Und unten haben wir einfach einen schönen Tisch. Und unten kann man den Tisch auch buchen. Und da gibt's dann einfach so ein Vinothek-Paket. Wir nennen das so Family Style, also wird dann die Vorspeisen, die wir sonst à la carte schicken, werden alle auf den Tisch eingestellt. Es wird einfach zusammen gegessen, wieder heim. Ist natürlich aber so schön angerichtet, wie wir es hier halt machen. Und dann und von Leuten, die wirklich kochen können und nicht von mir. Weiß ich nicht. Ja. Naja, lass mal. Und dann gibt's 3 Tranchen von was gegrilltem auf den Teller vorgelegt von uns, von den Köchen. Und dann was geschmort ist in Töpfen und ein schönes Dessert. Und dann kann man da unten einfach intim für sich ganz schön feiern. Und das ist auch sehr beliebt. Wenn ich tagsüber kommen will, muss ich da auch ein halbes Jahr vorbestellen oder kann man einfach reinschneiden? Mittags ist ja eben dadurch wirklich unkompliziert gehandelt und da komplett ohne Reservierung ist vielleicht schon ein bisschen schwierig, aber ein bisschen anrufen wäre natürlich nicht schlecht. Ich gratuliere. Hast du schon mal überlegt, woanders hinzugehen? Also zu sagen, so, ich gehe jetzt nach München, nach Berlin mit meinem Konzept oder weiß der Geier? Nee, haben wir nicht. Also, ich liebe Großstädte, finde ich alles gut, schaue ich mir wahnsinnig gerne an. Aber bei den Zahn habe ich mir hier mal einfach gezogen und habe das dann nie wieder in Frage gestellt. Nicht aus Perspektivengründen, sondern einfach, weil du hier natürlich verschiedene Gegenwindsprojekte einfach irgendwie hast über die Jahre. Und wenn du natürlich immer am Ganzen zweifelst, ob das Richtige ist, dann kommst du da gar nicht weiter, dann bestehst du gar nicht. Also du musst einfach mal sagen, okay, die Basis ist hier und das bleibt auch so und dann kann man das auch schaffen. Du zweifelst nicht am Ganzen, aber an irgendwas zweifelst du, schließe ich dann daraus. Woran zweifelst du? Also ich zweifle immer irgendwo an irgendwas. Also es gibt immer irgendwie was zum Erneuern, zum Verbessern, anders darzustellen. Also das ist schon so eine, sage ich mal, ich hoffe es, gesunde Unzufriedenheit. Also das ist schon ein bisschen was man schon hat, aber am Großen und Ganzen habe ich dann nie wieder überlegt, wo ich gesagt habe, gut, ich wusste, dass ich das mal mache. Und wie gesagt, das habe ich dann nie wieder in Frage gestellt. Gibt es die eine Unzufriedenheit, die dich so richtig nervt? Also weiß ich nicht, weil es dir noch nie gelungen ist, irgendetwas auf eine bestimmte Weise zuzubereiten oder sowas? Also keine bestimmte, die man jetzt einfach spontan sagen wird. Die ist jetzt auch nicht an ein gewisses Gericht gebunden oder wie immer. Es ist einfach so, dass man sagt, okay, dass man halt bestehen kann und dass wir halt, es ist halt sehr neugierig und über die Jahre haben wir uns so organisiert, dass wir eben auf 4 Tage arbeiten. Also es ist auch so, dass wir natürlich auch 3 Tage hier zu haben. Ihr habt 3 Tage zu? Ja. Wir arbeiten 4 Tage Mittag und abends. Dadurch haben natürlich die Leute ihre Stundenkonten schon gut gefüllt. Und wir haben dann dadurch auch keinen Wechsel auf den Posten und jeder macht eigentlich das Gleiche immer. Wechsel auf den Posten? Ja, wenn man jetzt natürlich mehr auf hätte, dann brauchst du natürlich einfach wieder ein System, dass der dort kocht, der hat dann frei, der kocht. Ach so, in der Küche auf dem Posten, also der eine macht das Fleisch, der andere macht Desserts und so, das bleibt immer gleich. Genau, und somit haben wir einfach eine feste Aufteilung und damit kann man natürlich auch tiefgründig arbeiten. Das wäre jetzt in unserer Auslastung mit dem à la carte Betrieb auch schwer möglich sonst. 3 Tage frei, 4 Tage arbeiten, morgens, mittags und abends. Mhm. Das müsste dich eigentlich auch noch zu einem extrem attraktiven Arbeitgeber machen, oder? Also wir haben jetzt keine großen Probleme, jetzt qualifizierte Leute zu finden. Die stehen jetzt hier nicht Schlange, aber wir haben alle Positionen gut besetzt und es ist auch wirklich ein Trend momentan spürbar, dass sich das wirklich ausgezahlt hat, strategisch, weil es wirklich, wir merken schon, dass wir viele Bewerber kriegen, auch Azubis. Das Team ist eigentlich super.
Während draußen über die 4-Tage-Woche diskutiert wird, ne? Ja gut, die diskutieren ja über diese 4-Tage-Woche, die 35 Stunden hat. Unsere 4-Tage-Woche hat ja 55 Stunden. Ja. Also und dann in der Chefabteilung, also wir arbeiten ja am Dienstag genauso. Also Dienstag heißt einkaufen, vorbereiten, Bürosachen vorarbeiten und die Sachen, was nebenbei nur laufen auf dem Dorf, hast du ja mal eine Beerdigung oder mal eine Kommunion am Sonntag oder wie auch immer. Also Moment, mal eine Beerdigung, mal eine Kommunion heißt, die du verpflegen musst. Genau. Oder, okay. Ja, die du halt einfach verpflichtet hast, weil du halt hier einfach im Ort bist und natürlich sehr viele langjährige gute Kunden hat, die man natürlich auch nicht absagen kann. Also 70, 80 Stunden sind bei uns jetzt schon normal in der Geschäftsführung, aber zumindest haben wir es halt so geschafft, dass wir jetzt noch eine Familie nebenbei gerecht halten kann. Wir haben 3 Kinder und kann das halt ein bisschen abschätzen und ein bisschen auch miterleben. Was du nebenbei aber dann wahrscheinlich auch noch machen musst, neben dem Kochen, ist dir zu überlegen, was du übermorgen kochen willst. Absolut. Wie machst du das? Wie findest du deine Gerichte? Also wo kommen die Ideen her? Ja, überall. Natürlich aus dem Netz, aus Büchern viel und aus der Natur, vom Einkaufen, Märkte. Also ich fahre schon jede Woche selber zum Einkaufen, das ist mal ganz wichtig, dass das einfach visuell siehst. Dann essen gehen ist natürlich immer super. Also bei anderen essen gehen? Natürlich, und genau. Dann nee, bei uns ist schon so ein Ehrenkodex, dass man nichts klaut. Natürlich geht es ja immer darum, dass man irgendwie was hat, was keiner hat und das ist ja das Gegenteil davon. Aber natürlich, Inspiration braucht man irgendwo. Also die gibt's natürlich überall. Und hast du dann so eine... Manchmal einfach, manchmal ist es schwierig, manchmal fällt da einfach 2 Wochen nichts Gescheites ein, wo du sagst, okay, das ist es jetzt. Und manchmal gibt's einfach 2, 3 Sachen, die man relativ schnell und wirklich gut ändern und hinbringen kann. Aber so einen richtigen Prozess, also so einen kreativen Prozess hast du nicht, dass du dich hinstellst und sagst, so, jetzt machen wir mal 1 Stunde lang, was weiß ich, was so Leute wie du dann 1 Stunde lang machen, um auf ein Gericht weiterzuentwickeln oder sowas. Nee, das läuft nebenbei. Also wenn du natürlich eine monotone Arbeit hast, dann hat der Kopf ja mit und dann bist du mit der monotonen Arbeit nicht so beschäftigt, dass du nichts anderes denken kannst. Also das ist im Grunde so wie ich jetzt dann irgendwann nach Hause fahre und zu meiner nächsten Burrata eine Birne mir besorgen werde. Ja, das wäre ja schon fast kopiert. Dann nehme ich eine Konservenbirne. Ja. Aber natürlich nimmt man eine Inspiration irgendwo mit oder hat dann was gesehen, gehört und so weiter und so läuft das natürlich auch ab. Also so läuft es ja über schon Jahrzehnte allgemein in der Branche. Aber natürlich gibt einfach die Natur die Sachen vor. Dadurch siehst du ja immer relativ viel. Und so die Grundzutaten haben sich halt einfach die letzten Jahre verschoben, weil es einfach wirklich beim Fleisch, beim Fisch neue Teilstücke gegeben hat. Dann ist natürlich einfach vegane, vegetarische Nischen, was früher hier ja gar kein Thema war, ganz wichtig worden. Im à la carte servieren wir bestimmt 30% vegetarische, vegane Gerichte. Obwohl wir theoretisch ein bayerisches Wirtshaus sind. Also ist wirklich... Das ist auch eine Herausforderung, oder? Also bayerische Traditionsküche in vegetarisch-vegan. Ja, weil mein bestes Beispiel ist ja unsere Wildkräuterknödel, ist im Endeffekt natürlich irgendwo eine Art Spinatknödel mit Rahmschwammerl, aber wenn du natürlich mehr Kräuter mit einarbeitest, eine saubere Kräuterpaste machst, dass sie schön grün färben, dann geben wir frisch gebackene Croissants in den Teig mit rein, dann werden die nicht im Wasser gekocht, sondern pochiert, also im Ofen gedämpft, werden dann in so einer Butterbröselpanade gewälzt, frische Kräuter, die Schwammerl werden nur im Endeffekt roh aufgehobelt und mit einer geschäumten Pilzsoße dann übergossen und dann hast du natürlich eigentlich theoretisch Schwammerl mit Spinatknödel, aber das ist ein ganz anderes Gericht und das holt die natürlich schon ganz anders ab und das ist so ein bisschen, was wir halt einfach hier vorhaben. Macht's dir mehr Spaß, dir vegetarische, vegane Sachen auszudenken oder lieber die mit Fleisch? Ich finde schon, also das Gemüse ist einfach super wichtig geworden. Wir haben ja 1, 2 Gärtner, die für uns teilweise Sachen nur für uns anbauen. Teilweise unser Nachbar drüben hat ein Salatfeld, hat super Bio-Kartoffeln. Also es ist schon einfach, wenn du da wie beim Fleisch auch richtig gute Grundprodukte hast und die dann natürlich dem mehr Wertschöpfung gegenüberbringst, wie nur die Beilage, ist das schon sehr interessant und bringt natürlich schon viele neue Möglichkeiten mit sich. Und gefragt ist es natürlich sowieso. Also ja, aber ich meine ja, was kochst du lieber? Ja, ich mag schon gerne Fleisch. Also muss ich schon sagen. Ich finde schon ein guter Zwischengang, wo kann schon gerne auf Fisch und Fleisch beinhalten. Ein Hauptgang sowieso. Also in unserem Menü ist jetzt selten ein reiner vegetarischer Gang dabei.
Ist es denn möglich, dass wenn ich jetzt irgendwie reserviere für abends, dass ich sage, ja, aber ich habe aber wir sind zu viert, aber es sind 2 Vegetarier dabei? Natürlich. Das funktioniert, also die kriegen dann auch ein ganzes Menü. Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass aus unserem à la carte Fundus ja wirklich sehr tiefgründige, fundierte Gerichte dabei sind. Unsere Pasta selber gemachte ist so eine Hauspasta, die gibt's immer, aber übers Jahr halt anders zubereitet von der Beilage her. Dann diese Knödel. Dann Ach so, ich dachte, die Nudel selbst bereitet er aber immer gleich zu. Die Nudel selber, also der Nudelteig und die Rezeptur vom Nudelteig und die Füllung ist eben mit einem Allgäuer Bergkäse mit einer halbflüssigen Füllung gemacht, mit einer Mehlschwitze. Die ist dann im kalten Zustand eben fest und wenn sie dann warm wird sie flüssig. Also das ist unsere Hauspasta. Die gibt's das ganze Jahr über, aber die gibt's halt jetzt mit eingelegten Kürbis, dann mit Spargel, dann im Sommer verteilt dann eben mit einem sommerlichen mediterranen Gemüse, wenn es frische Paprika gibt und so weiter. Also das wird dann dementsprechend angepasst. Aber die Nudel selber ist zum Beispiel einfach was immer gibt und eine hausgemachte Nudel ist natürlich eins der liebevollsten Sachen, die es überhaupt gibt. Wenn jemand für dich Pasta macht und macht die selber, was gibt's denn Besseres? Ich finde gerade die Vorstellung, dass es, wenn es warm ist, die Füllung flüssig ist und je kälter es, also je stärker die Nudel abkühlt, desto fester wird die Füllung. Das stelle ich mir sehr spektakulär vor. Es hat so ein bisschen dieser Steak auf dem heißen Stein-Effekt, dass es auch über die Zeit immer stärker durchgart irgendwie. Nur andersrum. Ja, aber zu lang sollst du auch nicht warten. Aber das kannst du so am Zahnstocher so zum Lutschen irgendwie mitgeben, genau. Ich lebe in Berlin, ich bin spektakuläres Zeug gewöhnt. Aber irgendwas machst du anders. Was ist das, was du anders machst? Wenn ich lang genug drüber nachdenke, werde ich es formuliert bekommen, aber sag du es mir. Was machst du anders als diese Fine Dining oder auch diese Sterneläden in Berlin? Ja, sagen wir mal, wir denken schon, wir denken uns viel rein in die Gerichte, aber wir stellen sie nicht so verkopft dar. Also der Gast sollte einfach reingehen und es ist auch nicht nötig, dem jeden Handgriff oder jeden Vorgang zu erklären, weil das interessiert die meisten auch nicht. Die Leute wollen einfach wirklich einen schönen Abend haben. Leute, die hier kommen, haben meistens auch wirklich viel um die Ohren und haben auch, sollten einfach entspannen und runterkommen und sollten dabei einfach was Tolles serviert bekommen. Und das ist eigentlich schon alles. Und das sollte jeder dosieren können. Und darum ist eben ein Schweinebraten genauso wichtig, wie man sagt, man isst ein Menü. Und das können wir natürlich einfach, wir sehen es einfach als Gastgeber. Oft ist das Problem in den Restaurants, wo ich auch gearbeitet habe, dass es irgendwann nur noch um das Restaurant selber geht. Showkonzept. Ja, oder einfach, es geht nur noch um das Restaurant selber und was machen wir und keine Ahnung was, sondern und man hat nicht mehr geschaut, was will der Gast eigentlich. Also eigentlich ist es wirklich, drum sind wir ja irgendwie auch noch ein Gasthaus geblieben, weil es geht ja um einen Gast. Die Österreicher sagen ja immer sehr selbstbewusst, bei uns heißen es Wirtshäuser, weil der schafft der Wirt an. Das ist hier natürlich trotzdem so, aber es geht ja um einen Gast. Also alles, was Gastronomie zelebriert und im Fokus steht der Gast. Und das wird manchmal schon mittlerweile vergessen. Finde ich. Ja, das ist dann irgendwann nur noch ein Element, was halt zahlen muss. 20 Menüs am Tag, das und so weiter. Und drum gehen wir hier wirklich, das ist genau das andere. Also darum bieten wir auch eigentlich schon ein sehr aufwendiges à la carte, was natürlich wirtschaftlich echt schwer ist, weil es mise en place technisch viel zum Vorbereiten gibt, sehr schwer kalkulierbar und gleichzeitig das Menü dann nur zusätzlich und dann Mittag, abends und so weiter. Aber ich glaube, dass das halt eben ausmacht. Und wenn dann jemand eine Umbestellung hat oder ein Gericht will, was vor 10 Jahren hier gab, dann versuchen wir das auch hinzubringen. Mise en place für alle, die noch nie in der Küche gestanden haben? Mise en place ist ein französischer Fachausdruck für vorbereitete Sachen. Also dass die Sachen alle am richtigen Ort sind, am richtigen Platz. Im Endeffekt machen wir eine Schublade auf und haben unser Gemüse blanchiert, geschnitten drin oder ein Stück Fleisch vakuumiert, mariniert, nur noch zum Anbraten. Du hast relativ am Anfang kurz angedeutet, dass es Probleme mit der bayerischen Landwirtschaft gibt. Oder was ist das Problem? Wir haben hier, als ich ein kleiner Bub war hier jedes zweite Haus hier ein Landwirt. Ja. Also das ist ja hier eher schon alles stillgelegt. Wir kommen ja selber aus der Landwirtschaft. Also wir haben ja früher hier Landwirtschaft selber betrieben. Gastwirtschaft war dem eigentlich untergeordnet. Man hat dann hier eigentlich verkauft, was man selber produziert hat. Was heute wieder ein ganz cooles Projekt wäre, aber wir haben hier früher Kühe, Schweine, Hühner, selber Gemüse anbaut teilweise und so weiter. Das hat man dann einfach aus rationellen Gründen oder einfach auf der Entwicklung komplett alles natürlich
stillgelegt, weil sich alles nicht rentiert hat über die Zeit. Würde sich das heute rentieren wieder? Also, oder wäre es nur ein cooles Projekt? Ich behaupte schon. Wir wären jetzt hier schon so weit, dass wir sowas hier initiieren könnten. Also wir haben 3 Kinder. Der Plan der Kinder ist ja immer, dass einer wird Koch, einer macht den Service und einer wird wieder Bauer. Wissen die Kinder das auch, dass das deren Plan ist? Das ist deren Plan. Ach so, okay. Das ist deren Plan. Sonst würde ich es nicht sagen. Sonst klingt es zu plakativ. Aber das ist deren Plan immer ein bisschen gewesen. Dann sagt der kleine Maxl, der ist jetzt 2, und sagt, du kannst wieder Bauer werden und dann kannst du schauen, dass wir gescheite Rinder haben und gescheite Kälbchen und dass wir gescheites Gemüse anbauen. Heißt das, dass also im Grunde das Problem der Landwirtschaft, und das ist ja nicht nur das Problem der Landwirtschaft in Bayern, das ist die Industrialisierung der Landwirtschaft. Das sehen wir ja überall. Wir sehen überall da, wo es Industrialisierung gibt. Brot, beste Beispiel. Die Industrialisierung der Bäckereien hat eine so große Nische irgendwann aufgemacht, dass kleinere Bäckereien sich da drin wieder mehr oder minder dumm und dusselig verdienen können. Ist das, was wir jetzt in der Landwirtschaft sehen, dass da tatsächlich eine Nische aufgeht für genau solche Projekte, wie du sagst? Auf jeden Fall. Also ich sage zu allen meinen Freunden immer, die diese Probleme haben, dass sie natürlich ihren Preis nicht selber bestimmen können und dass sie einfach immer überall geknebelt werden und nie oder nicht einmal den Zahlungsvorgang selber sagen können. Also wenn du jetzt was verkaufst, dann möchtest du auch sagen können, wann du dein Geld haben willst. Ja. Also einfach nur mal so banal gedacht. Und natürlich, ja, sicherlich ist nicht jeder Landwirt einer, der aus seinem Sach vermarkten kann. Natürlich hat nicht jeder die tollsten Ideen, das ist einfach natürlich so. Aber nicht jeder ist halt auch für alles geeignet. Ist ja in unserem Job natürlich auch so. Also du musst dich ja hier auch vermarkten und musst auch Sachen machen, die du nicht gerne machst. Oder naja, du kannst auch nicht, es kann sich halt auch nicht jeder abends mal ein Menü für einen 100er leisten. Das absolut. Ist halt, klar, dem muss man Rechnung tragen. Aber die Leute, die sich das Menü für einen 100er leisten können, für die hast du ein Angebot. Und warum sollte dann nicht die Zukunft der Landwirtschaft zumindest teilweise auch in ihrer Vergangenheit liegen? Absolut. Das ist eine total schöne Vorstellung eigentlich. Also meiner Meinung gibt's nur eine kleinere Strukturierung wieder. Ein kleinerer Handelsweg, auch weg von der Globalisierung, was Landwirtschaft anbelangt. Ich meine, natürlich können wir ohne Kinder nichts mehr machen, ist schon klar. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt das Fleisch von überall hierher fahren. Oder zumindest für ohne Zoll und für Butterbrot und so weiter. Und solange das einfach in sehr guter Qualität leider woanders herkommt, kann das bei uns nicht funktionieren. Weil bei uns einfach die Auflagen und alles viel zu teuer ist und viel zu aufwendig ist. Und das ist eigentlich schon so festgefahren, dass es sehr schwer ist, da jetzt irgendwie einen Weg zu finden, um das jetzt schnellstmöglichst umzudrehen. Ja, deine Kinder sind ja noch jung. Ja. Und darum, wenn sie es selber anbauen, dann müssen sie es auch selber verkaufen. Das ist halt das Entscheidende. Wo würden die das tun? Wir haben natürlich nur dein Gasthaus gibt es ja wahrscheinlich nicht her. Nee. Wenn es soweit ist, wird das kleinste Problem. Wir haben schon ein paar Äcker, die haben wir verpachtet aktuell. Also wir haben das, ließe sich machen, wenn es denn so sein sollte. Aber wir arbeiten jetzt auch nicht auf irgendwas hin, sondern wir genießen auch die Zeit und genießen den Alltag und haben das uns jetzt dazu geschaffen für uns. Und leben das natürlich so vor. Das ist natürlich der Laden hier ist einfach der Fokus, um den dreht sich alles, auch das ganze Familienleben. Aber wir haben es halt in so einem Maß geschafft, das die letzten Jahre auch zu machen, dass eine Familie auch stattfinden kann. Gibt es ein Ziel, auf das du mit dem Goldenen Stern hinarbeitest? Oder ist der Weg das Ziel? Der Weg ist das Ziel. Also wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, so, jetzt haben wir das gebaut und das renoviert und das angebaut und jetzt leben wir davon oder ziehen uns jetzt Geld raus oder kaufen ein Mietshaus oder was ich was, sondern wir wollen einfach eine neue Gartenbestuhlung, wir überlegen uns ein Konzept für unseren Speicher, wir möchten Übernachtungsmöglichkeiten schaffen in einer witzigen, smarten Form. Das ist Sachen, die uns bewegen, aber da arbeiten wir jetzt auch nicht drauf hin, sondern das ist einfach eine Sache, die wir auf jeden Fall machen und angehen, aber das muss halt auch dementsprechend so reifen und so finanzierbar sein, dass uns das nicht knebelt, dass wir das als Server das Heft in der Hand haben. Hast du trotzdem einen Traum? Also so ein kleiner Traum ist schon, dass wir irgendwie so im Speicher nochmal so also Speicher heißt bei uns hier der Dachboden, vielleicht nochmal so eine zusätzliche Ebene schaffen, für Kochkurse, für spezielle Events nochmal, vielleicht auch für ein festes Menü, ohne dass das hier beschmutzt, sage ich mal. Also es sollte dann einfach authentisch sein und es sollte dann auch passen und das sollte man dann gleichermaßen hingehen können wie hier, in gleicher Wertigkeit, aber eben wieder ein bisschen was anderes. Wo man sagt, das ist nicht unbedingt nur ein neues Restaurant, sondern das ist
hat unsere DNA, aber es ist halt dann mal ein bisschen was anderes. Vielleicht für einen romantischen Abend oder eben für einen Kochkurs oder für sowas. Aber wie anders? Also noch ein bisschen fokussierter. Aber also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie willst du denn jetzt ein Menü machen, das noch fokussierter ist? Also das ist ja schon total fokussiert. Ja, diesen Raum will ich mir ja geben. Also das ist ja das, was man dann was wieder neu entdecken kann. Wo willst du denn hin? Also was würde denn in diesem Menü stehen? Entwirf das doch mal. Das hätte die Basis von hier, aber wäre halt einfach wirklich dann noch fokussierter. Es würden halt einfach vielleicht nur 10, 12 Gäste Platz finden, nur Zweiertische okay. Und gleichzeitig wäre es einrichtungstechnisch ähnlich, aber eben nochmal ein bisschen mehr Zeit für die Gäste, noch ein bisschen einfach nochmal ein bisschen tiefgründiger. Verstehe. Von der Grundsache her. Hier sind wir jetzt einfach, durch das, dass wir einfach ein sehr breites Publikum ansprechen wollen, irgendwann in Verbindung mit à la carte und kleinem Geburtstag und einer kleinen standesamtlichen Hochzeit und irgendwann an einem Punkt, wo du dann sagst, okay, ab jetzt wird eine noch tiefgründigere Fokussierung dann irgendwann schwierig, weil man es dann nicht zu jeder Zeit perfekt umgesetzt bekommt. Natürlich, wenn du jetzt hier so ein Menü schickst, währenddessen du 80 à la carte hast, dann wird anders gearbeitet, wie wenn du natürlich sagst, wir haben hier 12 Gäste, wir haben hier 12 kleine Dinger, die haben wir. Genau, sowas würde ich gern mal machen. Dafür gäbe es dann auch den Stern. Dafür gäbe es dann auch den Stern, das ist aber nicht mein Traum, wo man jetzt wirklich darauf hinarbeitet. Wir haben hier einen grünen Stern, das ist so das, was wir eher auch angestrebt haben oder was für uns auch besser passt von der Grundphilosophie her. Was ist das? Der grüne Stern ist auch Michelin, aber es ist eben Nachhaltigkeit. Wir sehen es ja im Ganzen gedacht. Aber es wäre halt hier vielleicht noch so ein kleines Ding, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier meinen Hochzeitstag und den würde ich jetzt gerne noch ein bisschen spezifischer feiern und dann hätten wir dafür so einen kleinen Rahmen und wenn das erst drankommt, wenn ich schon in der Rente bin und mein Sohn hier kochen würde, dann wäre das für mich auch okay. Also echt? Aber das ist doch deine Grenze, an die du da gehen willst. Da kannst du doch nicht die Brut hinlassen. Nee, er kann ja hier kochen. Und mir macht es auch hier Spaß, mit Kochkursen zu arbeiten, aber das ist hier einfach immer dann irgendwann ablauftechnisch an der Grenze. Also du müsst schon wieder einen Ruhetag öffnen oder wir haben halt dann an diesen Tagen, wo wir einen Kochkurs machen oder wir machen so Küchenpartys mit 20 Personen, wo wir dann auch unser Menü dann eben hier kochen. Da kommst du irgendwann halt dann auch zeitlich an die Grenzen, wie viel du schaffst. Und natürlich, wenn es hier mal eine weitere Generation gibt, die hier am Werkeln ist oder wenn neue Mitarbeiter entstanden sind. Ja, die können dann in den 3 Ruhetagen die Küchenparty machen. Wie stelle ich mir das vor? Ich stehe in der Küche, du erklärst mir, wie ich mein Essen selber koche und danach esse ich's. Nee, wir kochen alle zusammen. Also es ist jetzt nicht ein Kochkurs, wo einer am Tischeck steht und die anderen schauen zu, wie er schneidet, sondern im Endeffekt haben wir 4 Posten, 4 Gänge, auch authentisch, so wie wir es hier servieren. Ja. Und da kann man sich dann frei bewegen, kann sich einfach konsumieren, fragen, ratschen, fotografieren, aufschreiben, was man gerne hätte. Und wir machen uns einfach ab 17 Uhr einen schönen Abend. Danach wird dann zusammen gegessen, das Menü. Wir erklären den Leuten auch, zusammen über die geschnittenen Zwiebeln gelacht. Ja, ist oft ein Thema. Also wenn manchmal ganz fundierte Leute dabei sind, Schnittlauch schneiden ist oft die erste Arbeit, die oft die Spreu vom Weizen trennt. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und ich weiß genau, wo ich stünde. Ja, aber es muss ja alles geben. Man braucht ja auch mehr Gäste als Köche. Also. Und das ist ein ganz schöner Abend. Die Leute lernen uns besser kennen. Die auch mal da waren, sind natürlich dann auch einfach, ja, sind natürlich innigere Gäste, wie wenn du einfach nur zum Essen kommst, das muss ich schon sagen. Das ist auch was mir einfach Spaß macht. Und wenn man da irgendwie noch eine eigene Ebene dafür schafft, wäre das vielleicht nicht schlecht. Aber es ist jetzt kein genauer Plan, wann man das genau umsetzt. Also es muss halt einfach in diesen Weg dann. Ja. Es ist halt dann zu diesen Küchenpartys kannst du jetzt schon kommen, zu diesen Kochkursen. Die stehen auf der Homepage, sind aber schon sehr gefragt auch. Also das heißt, sie sind noch länger ausgebucht als ein einfacher Platz für die Abendkarte. Ja, prinzipiell schon. Dann sehen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Ja, sehr gerne jederzeit. Stefan Fuß, vielen Dank. Gerne, war super.